let's go! Ab in die Wand. Und ich habe keine Ahnung, wie man eigentlich früher darauf käme ist. Einfach gegen eine Wand zu springen, obwohl man die ganze Zeit über im ganzen Game in Gemälde gesprungen ist. Aber Leute, herzlich willkommen zum Super Mario 64 Coin Collector und die Ware fast direkt am Anfang abgenippelt. Das ist genau das, was ich so liebe. Challenges vorzeitig zu beenden. Nein, das Ding ist jetzt, ich habe mir wieder ein paar Problemchen gehabt, ne, wie es halt einfach so ist. Bei mir jedes Projekt, geil, sogar richtig gut, ich sag mir sogar, oh, jedes Projekt kommt mit einem Problem einher und in dem Fall, beim Coin Collector, ist das Problem gewesen, dass zwischen den Aufnahmesessions Retro Achievement sich gedacht hat, ey, wir updaten jetzt einfach. Lol, schon wieder einfach. Schon wieder den Bob umfallen gelassen. Wir updaten jetzt einfach. Und zwar machen wir jetzt möglich, dass wir Multisets verwenden. Also, das heißt im Endeffekt einfach nur, du spielst das normale Set, das Hauptset, das Main Game und kannst währenddessen aber sogar Achievements für die Subsets sammeln. Und das ist halt interessant, weil das war bei mir halt dann standardmäßig aktiviert und ich habe das nicht gewusst. Und dementsprechend... Oh, direkt auf die Fresse. Dementsprechend hat es bei mir... Oh, Pocky, geh weg vom Treibsand. Geh bitte weg. Dementsprechend war bei mir... ja. Das war eine schwere Geburt. Alter Vater, ey. Ja, auf jeden Fall war das halt eben bei mir aktiviert. Und ich habe das nicht gewusst. Dann habe ich mich nämlich gewundert, warum dieser Tracker hier unter mir plötzlich sagt, ey, du spielst gerade das Hauptset, obwohl ich ja eigentlich die gepatchte ROM-File aktiviert habe. Dementsprechend habe ich natürlich Angst gehabt, dass es beim Erreichen des Achievements nicht gewertet wird. Das ist völlig verständlich und ich glaube, wir haben jetzt in dem Moment verkackt. Ja, wir haben verkackt. Nein, die kommt wieder zurück! Wow, what a save! Geil! Ja, wie gesagt, auf jeden Fall habe ich halt gedacht, scheiße, was ist hier los? Die Achievements werden nicht getrackt. Dann habe ich mir natürlich gedacht, boah, an was liegt das jetzt? Muss ich den Emulator updaten oder... Keine Ahnung, ist die File jetzt irgendwie im OAsh oder keine Ahnung was? Und wir machen wir uns jetzt drauf und dran, die roten Münzen zu sammeln, yeah. Die erste schon mal erreicht. Die schwierigsten wären in der Luft sein. Oh mein Gott, nein, der Scheige wird schwierig. Scheiße. Scheiße! Oh nein, ist es okay? Oh nein, das ist nicht okay. Jetzt geh hoch. Okay. Okay, nur Ruhe bewahren. Das Glück der Dummen. Also auf jeden Fall kann man sagen, oh mein Gott. Es sollte passieren müssen. Es sind schon zu viele Sachen gut gegangen. Deswegen hat es jetzt einfach... Ich habe jetzt verrecken müssen. Meine Fresse, ey. Was passiert denn hier? Die Wüste macht mich kaputt. Alter Schwede. Vor allem diese Kiste, ey. 1, 2 und 3. Alter. Schon wieder. What a catch. Ach du Scheiße. Was ich glaube, ich gehe jetzt erstmal direkt da hoch und schau mal, dass ich den Flyguy hier beseitige. Okay, der hat aber nicht so recht Bock. Oder wait, vielleicht ist es schlauer, den mit der Shell zu beseitigen. Und dann können wir hier schon mal in dem Treibsand nichts passieren. Ja. Ja, und hops. Das war halt sogar fast nur schiefgegangen, weil der fast an die Mauer geklatscht war. Aber ist nicht gewesen. Gemütliche Zwischenlandung. Neu justieren. Und wir gehen weiter für die 4. Und die 5. Ich glaube, wir schaffen wir A. Yes, gut. Actually, ich habe irgendwie gedacht, das wäre ein bisschen schwieriger. Aber bei genauerer Betrachtung sind es nur 4 rote Münzen in der Luft. Und die haben wir hiermit. So, und die Türme haben wir A. Was auch sehr gut ist. Oder ist nochmal ein Flyguy? Aber jetzt mit der Fläche oben auf der Pyramide sollte das eigentlich auch machbar sein. Wir müssen halt auf jeden Fall schauen, dass wir
alles hier draußen mitnehmen, weil wir haben wieder das gleiche Problem wie im letzten Part in Lethal Lavaland. Dass wir eben eine Sub-Area haben. Und zuerst hier draußen alles finden müssen und erst dann können wir ja fortschreiten. Okay. Die 8 roten haben wir. Und hier hinten darf dann eigentlich gar nichts mehr sehen. Kamera sagt so nö. Wir machen es gemütlich, wir fliegen einfach wieder zurück. Wie viele Münzen gibt es ja eigentlich? 136. Ja, die Frage ist nicht, ob ich es schaffe, sondern die Frage ist, wie lange ich brauche. Denn es ist ja so, dass es hier tatsächlich in dieser Challenge schon alles gegeben hat. Es hat 5 Minuten gegeben, es hat aber auch eine Stunde gegeben. Und war halt mal wieder cool, wenn es ein bisschen gemütlicher wird. Sehr schön, sehr schön. Man, den Ornerfell, den können wir jetzt noch erschmerzen. Hoppala. Okay, alles klar. Das habe ich auch noch nie geschafft. What? Oh, Double Hits. Er hat gar keinen Bock mehr im Leben. Einfach mit der Kiste aus dem Leben geschattert. So. Der Wirbelstand darf uns gerne erwischen, das macht uns nichts. Einfach abwarten und runterspielen. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Pyramide nochmal hoch. Das machen wir natürlich wieder am besten mit der Wingcap. Ist am sichersten. Weil ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob da noch irgendwo Münzen sind. Am besten fliegen wir einfach hoch und schauen mal. Von oben. Ja, hier sind noch Münzen. Ah, Fleige. Du wärst schwierig. 1. Und Flöten. Vorbei. Wir haben verkackt. Wir haben verkackt. Super. Klasse. War ja mal wieder klar. So ist es. So ist es bei Subsets. Du konntest einfach nicht erwarten, dass du das First Try schaffst. Das geht nicht, da. Es ist zu viel Random-Faktor drin. Wo ist die Coin? Na, Bro. Jetzt oben. Meine Fresse, ey. Du hast immer wieder komplett neue Faktoren. Egal, wie man dieses Game zockt. Fantastisch. Ansichtssache, aber... Ja, die Orni Kackmünze, die verpisst sich immer in die Richtung. Die haben wir hier. Und die andere? Hier. Dankeschön. Wait, der kommt hier runter. Yes! Haha! Also, das muss man natürlich auch erstmal wissen, dass der bis hier runterkommt. Ja, wunderbar. Schaut natürlich gut aus und wir sind wieder auf Kurs. Zack. Leider werden wir den Stern aber nicht einsammeln. Wir begnügen uns mit dem 100 Coins da und einem beliebigen aus der Pyramide natürlich. So, und jetzt wirklich gar kein Risiko eingehen und wirklich nur mal nachschauen. Ich weiß, dass wir da hier drüben nur diese Box haben. Die hat noch gefehlt. Alles klar, wir haben's. Okay, ich habe jetzt nichts mehr im Kopf. Wenn ich irgendwo was vergessen habe, dann ausschlecken. Dann ist das sehr, sehr schlecht. Aber ich weiß nichts mehr. Sollte ich vielleicht noch mal kurz... Ja, warte. Ich fetze nochmal zum Anfang und ride mit der Shell nochmal umher. Und hey, schaut gut aus. Ich glaube, wir haben jetzt draußen. Nur nicht den Stern einsammeln. Sehr gut. Ab in die Pyramide. Und zwar von oben. Warum von oben? Ja, keine Ahnung. Vielleicht weil es... Ja. Ich würde sagen, was leichter ist, aber halt die Fresse, du dummer Idiot. Nein, das war ja wieder das Problem. Mann, Digga, ey. Haben wir mal wieder das Problem, wenn man die Map nicht in- und auswendig kennt. Na wunderbar, Exit-Kurs, hahaha. So, folgendes Drecksproblem. Es passiert jetzt gleich zum 5. Mal, wenn ich diese Box hier an diese Säule schmeiß, dass Münzen nach oben springen und oben auf dem Dach sind und plötzlich keine Ahnung, wo in der Weltgeschichte umherirren. Bumm. Ah ja, perfekt, jetzt nicht. Dankeschön. Okay, Leute. Ich stehe jetzt hier. Es hat doch wieder immens lang gedauert. Und jetzt gehen wir einfach unten rein. Wahrscheinlich, weil es leichter ist, oder? Digga, ey. So, die blauen Münzen
Wo spawnen die ja eigentlich? Oh je, ich glaube früh waren es nicht, aber dennoch müssen wir sie alle erwischen. Ich glaube, da war hier irgendwo. Genau hier. Ich glaube, da muss man auf die Plattform rüberspringen und ich glaube, wir waren nur 3 oder so. Digga, es gibt nur so viel Feldpotenzial. Es ist zum Mäusemelken. Kamera mal wieder at its best. Yo, Bro, wo läuft der denn hier? Aber wir haben's, wir haben's. Das war schon mal ein saftiger Boost. Okay. Nur noch 46 Coins. Hier drin wird nichts mehr verkackt, ich sag's euch. Wir sprühen das jetzt einfach runter. Verdammte Axt. Was kann Neues passieren? Wir können zufällig irgendeinen Stern einsammeln. Wir können verzweifeln, weil wir vielleicht draußen was vergessen haben. Oder so ein Bums passiert. Oder sowas passiert. Willst du mich verarschen? Was zum... Ey. Du musst auf so viel Mist aufpassen, es ist so viel Random-Faktor dabei. Nervig, nervig, nervig. Klappe die dritte. Insane. Insane, insane. So, zuerst natürlich wieder die hier abklappern. Keine Ahnung, warum der mir so einen Scheißschlenker macht, aber... wir haben's. So. Lesson Number 1. Am besten nur auf die Gumbos draufspringen. Ganz, ganz weit weg vom Geländer. Und weit weg von Wänden und weit weg von Decken. Wenn es sonst nichts ist. Bei der Mucke kriege ich direkt wieder Flashbacks zu Hazy Maze Cave. Der grünen Giftgrotte. Mit der hat einfach kein Risiko eingegeben. Aber leichter gesagt als getan. Denn wie man ja vorher schon zu häufig gesehen hat, es passieren auf einmal Sachen und du denkst dir nur so, what the fuck? Oh, 100 Coins da gibt's jetzt gleich. Warte, den möchte ich an der Stelle haben, wo er leichter zu erreichen ist. Nämlich hier. Und somit fehlen uns nur noch 36 Coins. Sehr gut. Klar, wir abspeichern, aber das Speichern nutzt ja nichts eigentlich für die Challenge hier. Wir wollen ja das Game oder dieses Set mastern. Dementsprechend gibt es keine Save States, keine Hilfen, nur reines Blut und Schweiß. Also jetzt nicht reines Blut wie so reinrassig oder wieder was, so ein Scheiß, sondern hier wird ein Blut gezahlt. Mit Fleiß. Mit Aufopferung. So nämlich. Alter, free sind sie nicht mehr und ich glaube, wir sind gerade auf dem Kurs. Ich darf mal wieder durchatmen. Ey, das war schon wieder so zäh. So, die Münze da unten, die holen wir dann gleich. Juhu. Wait a minute. Die backen aber rum. Wo waren sie, die Elektrobienen? Die sind ja einfach irgendwo rumgeschwirrt. What the fuck? Hallo? Kamera? Danke. Oh ja, wir haben es gleich. Sehr gut. Okay, und jetzt nur noch die 5 Geheimnisse erreichen und dann haben wir es. 5 Geheimnisse der Pyramide. Nummer 1. Hier, okay. Neben dem Sandfall. Wieder neben dem Sandfall. Stark, okay. Und jetzt glaube ich im Sandfall, oder? Okay. Boah. Viel zu intens für das, was es gerade eigentlich war. Okay, perfekt, wir haben's! Ja! Endlich. Treasure 8. Und es tut so gut, diesen Sound mal wieder zu hören. Und wir sammeln uns natürlich direkt den Stern als Trophäe, ey. Leute. Wir sehen uns dann schon im ersten Stock, oder? Ah, nevermind, da der Docks. Klar. Im nächsten Part, dann in der Docks. Danke fürs dabei sein. Bewertung definitiv nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.